Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim und damit Abfahrt. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Die erste Partie im neuen Jahr ist gespielt. Der FC Bayern gewinnt zu Hause gegen die TSG Hoffenheim 3:0. Ich darf Sie herzlich zur abschließenden Pressekonferenz begrüßen mit den beiden Chefcoaches Pellegrino Matarazzo und Thomas Tuchel. Und Thomas Tuchel ist auch da. wie gewohnt die Statements. Zunächst der Gast, bitte. Ist ja genauso gut wie mein Fehler im Taktikfuchs, wa? Aber da mir den ja alle aufs Brot schmieren, schmiere ich den Dieter jetzt auch aufs Brot mit Tuchel. Dankeschön. Schöne Grüße in die Runde. Ja, Grüße zurück. Ja, wir wollten das Spiel so lange wie möglich auch offen halten. Wir haben das, glaube ich, auch geschafft bis zur 70. Minute. Na, wenn offen halten heißt, 45 Minuten sich hinten reinzustellen und quasi um den 16er zu stehen, Alter, dann ist das nichts, worauf man stolz sein kann, Alter. Ja. Wir waren heute nicht effizient genug, um in München zu punkten. Ich glaube, die drei Chancen in die zweite Halbzeit waren genügend, um mindestens ein Tor zu schießen. Mit das 2:0 und eine gelb-rote Karte war dann natürlich auch das Spiel gegessen. Schade. Ich denke, da sind viele positive Sachen, die wir heute mitnehmen können, trotz des Ergebnisses. Blick nach vorne Richtung Freiburg. Danke. Dankeschön, dann Thomas. In Freiburg gibt es auch nichts zu holen. Was bitte? Ist an, ja. Ja, wir konnten leider in unserem Offensivspiel die Lust und die Freude, Spielfreude, den Biss, den Elan aus der Trainingswoche leider nicht 1:1 mitnehmen. Wir haben uns lange Zeit schwer getan. Naja, das war ja auch abzusehen, oder? Nach so großen Worten. Aber nochmal, Hoffenheim stand auch sehr, sehr tief, Alter. Also wirklich, das war ja schon abartig, Dann ist es halt einfach auch schwer, da dann Spielfreude zu entwickeln. Und wir haben einfach zu langsam gespielt. Ne? Chancen rauszuspielen in der ersten Halbzeit. Unser Spiel war ein bisschen zu statisch, zu langsam, zu berechenbar. Man zu wenig investiert im Spiel ohne Ball in unserem Offensivspiel. Ja, ist richtig. Gegen den Ball waren wir voll da. Wir sind gut, sehr hoch angelaufen. Wir hatten extrem viele Balleroberungen. Wir waren sehr fleißig. Wir haben uns gut unterstützt. Junge, mach mal das Telefon aus, ist ja wohl frech hier in der Pressekonferenz. Abstände waren gut im 4-2-3-1 und fleißig durchgeschoben, weil natürlich... Na gut, 4-2-3-1 habe ich jetzt nicht gesehen, ne? Sag ich euch ganz ehrlich, also ein Guerrero war niemals eine 2, Alter. Der war nicht einmal neben Kimmich, also der war irgendwo in Paris-Palermo gefühlt an der Eckfahne rumgestanden, Alter. Hoffenheim mit beiden Wingbacks in der Fünferkette die ganze Breite des Spielfelds besetzt, hatten dadurch extrem viele offensive Balleroberungen, aber aus den Balleroberungen haben wir auch keine Torchancen uns rausgespielt, weil wir dann im Grunde zu brav gespielt haben. Ja, weil Hoffenheim auch nicht rausgerückt ist. Wa? Wir haben die Balleroberung ja 10, 20 Meter in der Hoffenheimer Hälfte gehabt. So, wie soll Hoffenheim denn da rausrücken? Da sind die noch gar nicht rausgerückt. Da stehen die ja immer noch da hinten kompakt drin. So, das war so das Problem, ne? Wenn das eine Mannschaft ist, die halt mit 4, 5 Spielern rausrückt und versucht, nach vorne zu spielen und du eroberst dann im Gegenpressing den Ball, dann hast du natürlich auch Räume, aber so hast du natürlich trotzdem keine Räume gehabt, obwohl du die Bälle erobert hast. Ne? Ja, hast halt die Konter dadurch verhindert, ja. Aber das... Nicht genug Risiko genommen, nicht genug 2 gegen 2, 3 gegen 3 Situationen uns auch aktiv gesucht haben. Aber wir hatten die komplette Kontrolle durch die ganze erste Halbzeit, haben eine Standardsituation. Naja, die letzten 10 Minuten war schon so ein bisschen... genutzt, da einfach auch mal großes Kompliment an dieser Stelle an Anthony Barry und an die Mannschaft, mein Assistenztrainer und der unter anderem die Standardsituation mit den Jungs macht. Das ist einfach top. Das hat heute auch wieder das Spiel aufs Gleis gesetzt. Dann war ein bisschen flüssigerer Beginn in der zweiten Halbzeit mit ein bisschen mehr Torchancen, ein bisschen mehr Torabschlüsse und dann, ja, wie du richtig gesagt hast, gibt es 2, 3 große Chancen für Hoffenheim zum Ausgleich, hält uns Manu im Spiel. Und dann genau in dieser Phase konnten wir mit einem vorentscheidendes zweites Tor machen und mit der gelb-roten Karte war es dann entschieden. Der Input von der Bank war sehr, sehr gut für uns. Ich freue mich, alle. Die 2 Doppelwechsel haben extrem guten Einfluss gehabt. Und ja, das stimmt. Das habe ich auch so gesehen. Also die Wechsel waren gut.
Ja, Coman hat auch Einfluss gehabt, aber war jetzt wie die ganzen letzten Wochen nicht wirklich entscheidend. Aber die Wechsel waren gut, die haben auf jeden Fall nochmal Einfluss gebracht. Ne? Also das war echt okay. Und hat sich auch jeder verdient, durch die gute Trainingswoche zu spielen. Deshalb sind wir froh über die 3 Punkte, über das klare Ergebnis am Ende und nutzen jetzt die nächsten Tage, um dran zu bleiben. Dankeschön. Dann zu Ihren Fragen. Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung beginnt. Hallo Herr Tuchel, Sie haben eben die 2 Hoffenheimer Großchancen angesprochen, die Manuel Neuer pariert. Die halten mit Sicherheit nicht viele Torhüter in dieser Liga. Mich würde interessieren. Naja, komm, jetzt bleib mal auf dem Boden der Tatsachen, Alter. Ja, einmal war so, klar, hat er die Hände hoch, so wird aber auch glücklich hier angeschossen. Klar, ein kleiner Reflex ist nur da. Und beim zweiten wird er halt auch angeschossen. Also klar, musst du in dem Moment da sein, musst auch den Reflex haben. Man muss aber auch mal die Kirche auf dem Dorf lassen, Alter. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie super souverän, sondern da war auch schon ein bisschen Glück bei. Aber klar, natürlich war es gut, deswegen hat er auch von mir eine Note 2 gekriegt. Wir müssen jetzt aber nicht anfangen, wieder zu reden, was weiß ich. Der Manu braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und dann sieht das vielleicht auch ein bisschen klarer aus. Muss man auch nicht schlecht reden, aber wir müssen es jetzt auch nicht hier über den Klee loben, Alter. Welchen Anteil hat Manuel Neuer aus Ihrer Sicht an den 3 Punkten heute? Und wie nah sehen Sie ihn persönlich schon an seiner absoluten Bestform? Wie ich gesagt habe, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Manu einfach ruhig bleibt und cool bleibt. Und ich erlebe ihn sehr ruhig und ganz klar. Und deshalb sind das natürlich herausragende Leistungen, so lange nichts zu tun zu haben und dann entscheidend da zu sein. Aber ganz ehrlich, wir können ja nicht überraschen. Das muss man natürlich hervorheben, ne? Das habe ich ja auch gesagt. Also man darf ja nicht vergessen, dass der 65 Minuten fast nichts auf der Kiste gekriegt hat. Und dann halt da zu sein und da auch zu stehen, wo er dann auch angeschossen wird und noch diesen kleinen Reflex zu haben, ist natürlich schon bärenstark. Ja? Das müssen wir nicht irgendwie schlecht reden. Aber wir müssen es halt auch nicht über den Klee loben, Alter. Wir reden hier von Manuel Neuer und ja, der hat halt auch solche Dinge einfach mal zu halten. Sein davon, das macht er jetzt seit wie vielen Jahren macht er das und ist einfach herausragender Bestandteil des FC Bayern München, der deutschen Nationalmannschaft. Ist einer der allerbesten Torhüter der Welt immer noch und er wird das allerhöchste Niveau auch wieder erreichen. Das wird ganz natürlich kommen, weil die Persönlichkeit, die Einstellung, die Professionalität sucht seinesgleichen. Und ich freue mich einfach nur für ihn persönlich und natürlich auch für uns. Das gehört dann letztendlich auch mal dazu, dass wenn wir Chancen zulassen, dass wir uns darauf verlassen können. Und ja, dafür haben wir ja einen Torwart. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir einen Torwart haben, der nicht einen Ball hält, wenn wir Chancen haben, dann brauchen wir auch keinen Torwart. Dann können wir mit 11 Spielern spielen. Also. Herausragend gut gemacht. 2 Reihen weiter oben, bitte, ja. Ja, Frage an Herrn Tuchel. Es war ein besonderes Spiel, Abschied von Franz Beckenbauer. Wie haben Sie die Stimmung erlebt? Erste Frage und dann noch Folgefrage. Wie wichtig wäre es Ihnen, den Außenverteidiger noch zu bekommen? Gut, die Stimmung war, glaube ich, erstmal sehr geprägt von dem Stimmungsboykott, glaube ich, noch wegen der Investorengeschichte. Und ansonsten hätte sich, glaube ich, auch Franz Beckenbauer volle Stimmung und volle Unterstützung gewünscht, auch an einem Spiel, an dem wir ihm gedenken. Da wird auch ein Spiel nicht reichen, dem Gedenken und dem Lebenswerk von... So sieht es nämlich aus, Alter, ne? Ja, sehe ich auch ein bisschen gemischt, bin ich ehrlich. Klar bin ich auch gegen diese Investor-Geschichte. Und klar waren die Fans so im Vorhinein schon klar, auch danach. Aber ja, hätte ich mir vielleicht unter den Umständen persönlich auch ein bisschen anders gewünscht. Ja. Man kann im nächsten Heimspiel da gerne direkt wieder einen Boykott machen und die Plakate ausrollen. Dass das heute gemacht wurde, fand ich persönlich auch nicht gut. Ich fand es auch nicht gut, dass dann das Plakat weggenommen wurde also über Franz, über den Kaiser und dann wieder dieses Plakat hingehangen wurde wegen den Investoren. Natürlich verstehe ich das. Wie gesagt, ich bin auch dagegen. Ich sehe auch die Gefahren und so weiter. Aber unter diesen Umständen hätte man darauf verzichten können, meiner Meinung nach. Ja, kannst du im nächsten Heimspiel, ja, da wird auch immer noch, das wird noch einige Wochen gehen, das wird immer mit dabei schwingen.
Aber dann kannst du ja gerne wieder so in Anführungsstrichen zum Tagesgeschäft übergehen aus Fansicht und da deine Proteste machen und so weiter. Heute, gerade so vorm Spiel, so kurz vorm Anpfiff und sowas, war es super emotional, auch für mich persönlich, und fand ich es ein bisschen schade. Von Franz Beckenbauer, wir haben uns trotzdem natürlich vorgenommen, genau dieses Spiel dann auch zu gewinnen. Natürlich hat das diese Woche bestimmt und hat das auch den heutigen Tag bestimmt, und natürlich gab es besondere Trikots, besondere Aufwärmsachen und so weiter. Und ja, so wie sich das auch gehört, um einer absoluten Legende. Es wäre auch schön, wenn man mit den Trikots die Saison zu Ende spielt, sage ich euch ganz ehrlich, ne? Das jetzt irgendwie so mit einem so einem Spiel so abzutun, so, ja, hallo, mal eine Schweigeminute, mal Danke Franz aufs Trikot gedruckt. Also, das kann man ruhig würdigen, indem man die Saison mit so einem Danke Franz Schriftzug auf dem Trikot ruhig beendet, ne? Und einer der größten Sportpersönlichkeiten Deutschlands, ganz sicher, vielleicht der Welt, zu gedenken. Und wir sind froh, dass wir das geschafft haben. Zweite Frage war, Rechtsverteidiger. Gut, ich habe vor dem Spiel gesagt, wir haben uns ja an viele Dinge dann mittlerweile auch gewohnt, und ich glaube, da gebührt der Mannschaft einfach ein riesengroßes Kompliment. Die Punkteausbeute, auch wenn es nicht immer vielleicht super leicht ausgesehen hat, weil es auch gar nicht war, aber wir haben ganz viele Dinge dann auch so oft gemacht, dass man denken konnte, dass es normal ist. Also wir sind so oft mit 15 Spielern statt mit 18 angereist, mit 16 Spielern statt mit 18, dass man irgendwann nicht mehr das hat man irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Das war irgendwann normal. Du hättest ja jederzeit 2 Jugendspieler mehr mitnehmen können, du Birne, Alter. Aber hast ja keinen Bock drauf. Ja. Ich denke, dass wir Qualitäten haben, sieht man ja wohl. Haben wir heute auch wieder gesehen mit den Einwechslungen. Also, den Take fühle ich nicht, sag ich euch ganz ehrlich. Ja, in der Abwehr, Innenverteidigung, jo, alles gut, haben wir Eric Dyer. Wir brauchen auch noch einen Rechtsverteidiger, gehe ich auch mit. Aber jetzt wieder dieses Argument, wir sind mit 15 angereist, stopp mit 18. Ja, dann nehmen noch 2, 3 Jugendspieler mit, Alter. Wo ist denn das Problem? Wofür haben wir denn Campus, Alter, wo wir über Millionen jedes Jahr reinpumpen? Gerade wenn dir die Spieler fehlen, verstehe ich das nicht, warum man das dann nicht tut, aber lass uns die Diskussion jetzt nicht auf einer Reaction, auf einer PK. Wir haben Dayo Upamecano in Dortmund reingeschmissen, nach 6 Wochen Muskelverletzung, ohne eine Spielminute, 60 Minuten, und danach hat unser linker Zehner, Leon Goretzka, auf der rechten Innenverteidigerposition zu Ende gespielt, und weil die Leistungen... Unser linker Zehner. Alter Betty. Also war der Guerrero heute auch ein linker Zehner. Und Kimmich ist dann der rechte Zehner. Und Musiala ist dann der 10,5er oder was? Wenn wir 4-2-1-3 spielen. Oder wie? Trotzdem so stabil waren, war es dann irgendwann normal, dass Conny jetzt rechter Verteidiger spielt. Dreimal wie Kane vorne wäre aber auch schön, ne? Irgendwie einfach normal, obwohl er als Mittelfeldspieler natürlich am besten ist und als Mittelfeldspieler verpflichtet wurde. Da gebührt der Mannschaft das großes Kompliment. Wir versuchen. Das ist schon so traurig, ne? Muss ich jetzt nochmal reingehen in das Thema. Es ist so traurig, dass sie jetzt dahinter sagt, ja, und er ist ja auch am besten im Mittelfeld aufgehoben. Ja, ganz genau. Warum nicht dann den gelernten Rechtsverteidiger Kimmich dahin stellen, der das jahrelang gespielt hat? Warum dann jedes Mal den Conny Leimer dahin ziehen? Und Kimmich, der völlig unterperformt hat, heute war es befriedigend, aber sonst völlig unterperformt hat, spielt er. Junge, also... Masraoui ist beim Afrika Cup und ist auch angeschlagen beim Afrika Cup. Wir versuchen... Er hat ja auch kein Bayern-Niveau unterm Tuchel. Punkt. Das ist kein Bayern-Niveau, was der Spieler an den Tag legt. Natürlich den Kader zu ergänzen. Wir haben jetzt Eric Dyer bei uns und halten die Augen offen. Wenn wir was vermelden können, sind sie die Ersten, die es erfahren. Aber im Moment gehen wir mit diesem Kader nach Portugal und versuchen, unser Spiel besser zu machen. Auf der linken Seite oben Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, Jamal Musiala war wahrscheinlich heute der herausragende Mann auf dem Platz. Er hatte auch im letzten Spiel schon in Wolfsburg getroffen, zum Ende des letzten Jahres. Ist noch ein bisschen schwieriger in die Saison gekommen. Was glauben Sie, wo geht der Weg jetzt hin? Ja, ganz klar nach hinten geht er jetzt. Ne? Also der wird jetzt richtig abbauen, der Jamal. Der Weg geht steil nach oben, weil Jamal alles hat, was man braucht. Und wenn er Was soll ein Tuchel jetzt auch anders sagen? Soll er sagen, weißt du was, ich glaube, der kackt jetzt völlig ab.
um eine Top-Karriere zu machen. Jamal ist sehr fokussiert auf seine Tore und seine Torvorlagen. Ihm ist es sehr wichtig, die Statistiken auch zu haben und besondere Statistiken, entscheidende Statistiken zu haben mit Torvorlagen und Toren. Das ist sehr besonders und sehr gut. Und er arbeitet ja jeden Tag daran, auch noch in Extraschichten, um da einfach effektiver zu werden und seine Zahlen hochzudrücken. Und wenn er seine Bescheidenheit und seine Lust einfach jeden Tag in den Ehrgeiz und in die Arbeitsmoral einfließen lässt, dann steht seiner Karriere nichts im Weg. Er war heute unser bester Spieler. Er hatte den nötigen Frieden in seinem Spiel und auch das Selbstvertrauen und die Freiheit von Beginn an. Und wir sind froh, dass er heute spielentscheidend war und kann er gerne daran anknüpfen. Es war top. Hier vorne rechts bitte, ja. Wo bemerkt top. Nicht top oder top. Hm? Rino, wie hat denn Flo Grilic aus deiner Sicht diese Rolle auf die Schnelle angenommen und interpretiert? Und ist das eine Dauerlösung oder nur punktuell? Ja, hat sehr gut angenommen. Habe mit ihm gesprochen, vorgestern, ob er sich das vorstellt. Der Kabak war stark auf Hoffenheimer Seite, ne? Ist das nicht Ex-Schalker oder so? Ja, ich meine ja, ne? Er war auf jeden Fall stark. Er war 100% offen dafür. Ich glaube, dass er einen guten Job auch heute gemacht hat. Haben nicht lange trainieren können, aber er hat, natürlich bringt er eine gewisse Spielstärke mit, dass unsere Spielaufbauphase dann auch nicht zu statisch ist und variabel genug auch bleibt. Der ist in der Lage, immer wieder hochzukippen auf der 6er Position. Und ich finde auch, dass er auch verteidigen kann. Er ist nicht langsam. Ich finde, dass er sticht, wenn er stechen muss. Er schiebt auch durch in der Kette und er ist in der Lage, auch seine Nebenspieler auch zu coachen. Also ich finde, dass auch Stanley Nsoki und Ozan Kabak haben heute auch gute Spiele abgeliefert. Und das hat auch ein Stück weit mit Flo Grilic und seiner Führung auch was zu tun. Er ist ein spielintelligenter Spieler, defensiv wie offensiv. Und ich glaube, er hat uns heute sehr gut getan. Ob es eine Dauerlösung sein wird, das werden wir sehen. Machen wir noch 2 Fragen bitte, Florian Plettenberg für Sky. Herr Tuchel, Glückwunsch zum Sieg. Viel wurde zu Beginn der Saison über Holding Six und zentrale defensive Mittelfeld gesprochen. Heute steht Guerrero in der Startelf, Goretzka kommt rein, Pavlovic kommt rein. Was gibt Ihnen das aktuelle Personal für ein Gefühl auf dieser Position und können Sie bestätigen, dass das auch Kimmich spielt immer. Das ist das Gefühl auf dieser Position. Auch oder der Grund ist, warum man Joao Palhinha nicht verpflichten wird, der bereits darüber informiert ist, dass ihn die Bayern im Winter nicht verpflichten. Danke. Gut, wie Sie sagen, wir haben dadurch, dass wir jetzt Eric Dier verpflichtet haben, kriegen wir Leon komplett frei fürs Mittelfeld. Wir brauchen ihn jetzt. Ganz ehrlich, bei dieser Aussage fällt mir mal wieder ein Ei aus der Hose. Also Goretzka kriegen wir frei fürs Mittelfeld. Alter, der hat 2 Spiele, ein Spiel war gegen Saarbrücken, hat er mal ausgeholfen. Und dann nochmal in 2 Spielen 45 Minuten. Ist jetzt nicht so, dass der unser Innenverteidiger ist. Ne? Kriegen wir frei fürs Mittelfeld. Alter. Ey. Jetzt auch im letzten Testspiel Leon noch auf der Innenverteidigerposition spielen lassen. Ja, katastrophal war das. Dadurch haben wir schon mal dadurch, dass auch Alex Pavlovic eine absolute vollwertige Alternative fast schon geworden ist. Das war ja schon am Anfang der Saison übrigens. Punkt. Haben wir 4 Mittelfeldspieler für die Doppel-6. Ja, und dann nehmen wir doch mal den Kimmich da von der 6er-Posi. Heute war das auch, wir haben heute keine Doppel-6 gespielt, Alter. Zweite Halbzeit vielleicht, da war Guerrero ein bisschen tiefer, aber erste Halbzeit war das kein 6er, aber ein Guerrero. Conny kann normalerweise ist auch gelernter Mittelfeldspieler, also ist gerade und wir wollen natürlich auch Spielzeiten garantieren und die Spieler werden auch dadurch besser, dass sie spielen. Also bis zum Ende der Saison Kimmich. Ja, yippie, ey, Schweinebacke, Alter. Gebraucht werden, dass sie eine Rolle haben. Da ist niemandem gedient, einfach nur Spieler zu verpflichten und auch mit Qualität und Persönlichkeit, aber das muss, die müssen auch realistische Chancen haben zu spielen, und zwar alle. Wir spielen sehr, sehr oft mit einer Doppel-6, zumindest im Verteidigungsverhalten und im tiefen Spielaufbau.
und haben uns heute für Rafa und Jo Kimmich entschieden. Später haben Alex und Leon zu Ende gespielt, weil sie es zum einen verdient haben über ihre letzten Spiele und auch über die Trainingswochen, die letzten 2. Deshalb ist da im Moment, wenn hoffentlich nichts passiert, ist nicht der allergrößte Bedarf. Wir haben Wow. Also wenn es da nicht mal ein Gespräch mit der Vereinsführung gegeben hat, dass der Tuchel jetzt mal solche Worte äußert. Diese Diskussion mal eröffnet, weil ich aus meiner Sicht die Charakteren der Spieler analysiert habe und Rafa Guerreiro macht es im Moment gut in der zentralen Mittelfeldrolle, ist eigentlich gelernter Linksverteidiger, aber macht das sehr gut. Aber die Spieler sind sehr ähnlich, sind sehr mobile Spieler, deshalb spielen wir auch mit einer Doppel-6. Ist jetzt niemand, der von Haus aus dort... Ich glaube schon, dass ihm das ein bisschen auf den Sack geht, dass er mit einer Doppel-6 spielen muss. Er wird schon lieber mit einem Sechser spielen, glaube ich. In der Innenverteidigung sich wohlfühlen würde. Wir haben es dann mit Leon gemacht, aber eigentlich fühlen sich alle wohl in der mobilen Rolle und wollen auch alle mal gegnerischen 16er ankommen, zum Torabschluss kommen. So, das ist die Charakteristik der Spieler und deshalb passen wir unser Spielsystem deren Stärken an und alles gut. Guckt euch mal den Gesichtsausdruck jetzt an. Alles gut. Ihr wisst alle, was alles gut heißt, oder? Guck's dir an. Guck's dir an. Genau richtig gestoppt. Alles gut. Ist alles gut. Ich bin voll zufrieden damit. Ach, der Tuchel tut mir ein bisschen leid gerade. Alles gut, sagt er. Verschlägt mir schon die Sprache. Natürlich ist für den Tuchel nicht alles gut, ne? Da wird es wohl mal eine kleine Ansage oder einen kleinen Austausch gegeben haben. Aber ja, was er gesagt hat, ist natürlich vom Prinzip her richtig. Ne? Wir haben halt 4 zentrale Mittelfeldspieler. So. Und Leon Goretzka ist ja jetzt wieder frei durch die Verpflichtung von Dyer. Und wenn er so ein Rechtsverteidiger verpflichtet wird, ist ja ein Conny Leimer auch wieder frei. Ne? Wow! Wohin mit den ganzen Mittelfeldspielern dann? Was machen wir dann? Dann haben wir 5. 5 für 2 Positionen. Wild. Nee, wir sprechen nur über die Spieler, die bei uns sind und nicht über die bei anderen Vereinen sind. Sorry. Dann die letzte Frage auf der rechten Seite, bitte. Ja, auch nochmal anschließend daran, Herr Tuchel, Guerreiro hat ja heute quasi 3 Rollen gespielt. Einmal war er Sechser, er hat immer wieder abgesichert auf links für Alphonso Davies und er war aber auch häufig in der vordersten Spitze. Dann standen 5 Bayern-Angreifer gegen 5 Abwehrspieler. Können Sie kurz erklären? Das war ein Großteil dessen, was er gemacht hat. Zumindest erste Halbzeit halt. Gut, Hoffenheim hat, fairerweise muss man sagen, Hoffenheim hat ja auch nichts getan. So, die standen ja auch mit allem Mann da hinten drin, ne? Aber also wirklich sinnig war die Pose nicht wirklich, fand ich. Erklären, warum Sie diese Rolle für ihn designt haben und was noch passieren muss, dass er auch dann häufiger da in gute Aktionen kommt. Denn obwohl er diese Positionen gut besetzt hat, ist er ja doch dann selten wirklich ins Spiel eingebunden worden. Ja, ganz genau. Alter! Hut ab für diese journalistische Frage. Junge, perfekt, die Frage hätte von mir kommen können. Habe ich genauso gesehen, wie er es gerade sagt. Ja, wir alle. Wir alle haben, nicht nur er, wir alle haben ein bisschen unter dem Mangel gelitten an Mobilität, aber auch ein bisschen an Freiheit, an Selbstvertrauen, an dem Mut, mal ein 2 gegen 2, ein 3 gegen 3 wirklich dann auch zu nehmen. Wir haben das nicht so gut gemacht, wie wir das trainiert haben. Die Rolle ist jetzt keine neue Rolle. Wir haben eine Doppel-6 verteidigt und im tiefen Spielaufbau spielen wir auch mit einer Doppel-6. Und je höher wir kommen, kann Rafa auf eine 8er-Position, 8er-10er-Position spielen, weil er normalerweise dort sehr torgefährlich ist, hat einen guten Fuß zum Flanken, eine gute Kreativität, um Bälle zu stecken. Hat er auch, vor allem ist er technisch stark, ne? Und muss nicht erst den Ball immer annehmen und 3-mal noch antatschen, sondern spielt den direkt auch mal weiter, ne? Und Leon fühlt sich auch dort wohl, so das ist glaube ich, die beste Position für beide. Aber heute haben wir Rafa definitiv nicht so gefunden, wie wir das normalerweise wollten. Und er hat ja auch jetzt, wie alle anderen auch, es hat ein bisschen gehakt bei ihm mit der Präzision, mit dem Timing in seinem Passspiel. Deshalb. Aber alles gut. Rafa ist ein feiner Fußballer und auch Leon wird diese Rolle für uns weiterhin so spielen, dass wir da torgefährlich werden. Und wir wollen auf jeden Fall mit mindestens 5 Spielern angreifen, wenn wir in der gegnerischen Hälfte sind. Und deshalb haben wir ihn da drin.
Vielen Dank, gute Heimreise euch. Ja, Halleluja. Machen wir ein schöneres Standbild. Die letzte Frage hat's rausgerissen, Leute. Das war mal eine richtig kompetente Frage. Gerne mehr davon auf Pressekonferenzen von uns. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Bis dann. Tschüssi. Nicht vergessen, Montag 18 Uhr Livestream. Und ich bin jetzt auch bei Insta aktiv, wa? Mehr oder weniger. Kommt noch. Follow me.